Grüezi wohl, YouTube. Season 14 steht kurz vor der Tür. Also es geht noch 22 Tage. Wir müssen alle noch ruhig sein. Leider funktioniert mein PTR nicht mehr. Ich kann nicht mehr auf den Testserver gehen. Stürzt die ganze Zeit ab. Code 008000. Darum mache ich das hier mit der Webseite, weil wir wollen doch alle wissen, was das beste Bild ist. Und wir haben eine Überraschung. Ne, zwei Überraschungen. Eine positive und eine negative. Und wir fangen zuerst mit der negativen an. Paladin ist immer noch Garbage. Also Paladin ist wirklich leider immer noch nicht so gut. Bestes Paladin-Bild bis jetzt Ziel Aura Paladin. Mal schauen, ich hätte gerne wieder eigentlich Flügelschlag Paladin gespielt, weil ich auch einen WoW-Skin gekauft habe, wo Paladin richtig geil aussieht. Also ich habe das ganze Bundle gekauft natürlich. Ne? Aber ja, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus für den Paladin. Was aber geil ist, aber das ist noch nicht die Überraschung, den Barbarian, den Barbar, Wirbelwind Barbar ist wieder S-Tier. Das Geile ist ja, in der neuen Season, alle Uniques können wir zu Mythic Items machen oder droppen auch als Mythic Item. Und da, ja, Mashallah, Barbarian rasiert durch. Er hat jetzt auch schon die Pit 140 im PTR gemacht, was richtig stark ist. Und jetzt kommen wir zur absoluten verschissenen Überraschung. Und das ist Druide. Shred Storm Druide rasiert gegen den Strich. Richtig stark. Leider nicht Pulverize, aber Shred Druide richtig stark. Also, meine lieben Druiden-Fans, Uldi, ich nenne dich, du bist auch ein Druide. Wir spielen Shred Druide. Wir gehen da direkt rein, Season-Beginn. Shred Druide und rasieren das alles durch. Wieso? Fucking strong und fucking fast. Was will man mehr? Pulverized Druid mal richtig stark, aber ja. Hatten wir mal in der vergangenen Season, aber ist halt jetzt nicht so. Dann Ruchi. Da gibt's immer noch, ja, einen Bug, wo ausgenutzt werden kann. Darum ist er auch, ich glaube, jetzt gerade wieder das Stärkste. Aber ja. Also wer stark sein will, Root spielen. Hoffentlich wird's genervt, was einfach auf den Teppich kommt und das normal gespielt werden kann. Aber das ist auch sehr stark. Und dann Sorcerer. Crackling Energy, eigentlich auch nichts Neues. Ja, ist halt natürlich wieder sehr stark mit Teleport und rastet durch. Necromancer Bloodwave macht richtig fett Damage, aber ich find's halt einfach, wie soll ich sagen, langweilig, weil es halt nicht so ein schnelles Spiel, weil die Bloodwave kommt, frisst alles auf und alles stirbt, aber braucht halt bis Zeit. Spellborn spielen wir sowieso nicht, weil ich die Animation? Ja, einfach wie es dargestellt wird, finde ich es nicht geil. Genau das gleiche beim Warlock auch. Chat, nee, ist nicht so meins. Vielleicht nochmal ausprobieren Warlock, aber hat mich ja in Season 13 auch nicht abgeholt. Darum denke ich, Season 14 holt es mich auch nicht ab. Darum gehen wir mit Druide rein, Shred und Ramba Zamba. Ja, aber wir haben noch 22 Tage zu warten. Ich spiele gerade die aktuelle Season nicht mehr so, weil erstens, geiles Wetter. Lieber rausgehen, geht auch ein bisschen raus, genießt das Wetter. Und zweitens, ich habe irgendwie nichts mehr zu tun. So, der Flair ist weg. Die Magic ist weg. Darum bin ich gerade weniger online. Auch im Stream gerade ein bisschen weniger, aber wenn Season 14 startet, gehen wir wieder voll rein. Da geben wir wieder Gas. Schreibt ihr mal in die Kommentare runter, was ihr Start Season spielt. Finde ich
Wenn da ganz viele reinschreiben, sie spielen irgendwas anderes, entscheide ich mich vielleicht warum. Weil Hauptaufgabe wieder von mir ist, so viele Items zu finden wie möglich, dass sie wieder jeden Samstag, wenn die Season am Rennen ist, Community-Treffen machen und dann richtig gerne Mythic sammeln oder sonst was durchrennen, damit so schnell wie möglich alle von der Community oben mitspielen und nicht unten. Ne? Das war's eigentlich schon von mir. Kurz und knackig. Kurzer Blick da hier über die Season, über die besten Builds. Wie die Builds genau aussehen, gehen wir dann rein, wenn alles irgendwo beim Max Roll etc. hinterlegt ist oder bei Rob, bei Vitablo, bei Jesse Rocks, bei den Babos, großen Streamern. Da gucken wir dann uns alles ab. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gerne noch wissen wollt über Season 14. Dann haue ich das Video raus. Und wir sehen uns. Ciao, ciao!